Grüezi miteinander. Schön können wir miteinander heute durch die Predigt gehen. Wir werden ja den Philipperbrief miteinander anschauen. Wer hat den denn gelesen als Vorbereitung? Okay, blöde Frage. Alle natürlich, klar. Wir machen es einfach so. Ich predige jetzt über den Philipperbrief, Kapitel 1 und 2. Und nächsten Sonntag kommt ja Kapitel 3 und 4 dann dran. Und ihr leset einfach zwischen ihnen den Philipperbrief. Dann könnt ihr kontrollieren, ob ich das, was ich heute erzähle, auch richtig ist. Oder? Das finde ich ist eine wichtige Sache, solltet ihr machen. Und nachher, wenn ihr das gelesen habt, sind ihr dann auf die nächste Predigt genau vorbereitet. Oder? Weil dann geht es ja dann ums Kapitel 2 und 3. Sehr cool. Und ich finde es sowieso lesbar, mit euch durch die Predigt durchzugehen, weil ich habe selten die Möglichkeit, um euch anzupredigen. Ich bin ja nicht mehr Pastor, ich bin ja jetzt in der Ausbildung zum Sozialpädagog. Das muss ich jedes Mal erwähnen, weil ich das einfach richtig cool finde. Und ich habe wirklich nur noch einen Tag Schule und dann habe ich das erste Jahr geschafft. Richtig gut. Ja, nein, bestanden weiss ich noch nicht, oder? Das ist immer so 2 Paar Schuhe, oder? Also du musst alle Leistungsnachweise, aber wie auch immer. Ich muss ein bisschen machen, weil der Joni hat mir mit der Einsegnung schon ganz viel Zeit geklaut, oder? Die Szenenapplaus lassen wir. He? Gut, also in der Sozi-Ausbildung, da lernst du ganz viele wertvolle, wichtige Leute kennen. Und einer davon ist der Viktor Frankl. Das ist einer, der verschiedene Konzentrationslager überlebt hat und nachher weltberühmt worden ist, weil er die Logotherapie erfunden hat und das ein Stück weit Bücher geschrieben hat darüber und in die psychologische Welt hineingebracht hat. Oder? Die Logotherapie geht darum, dass der Mensch den Willen hat zum Sinn. Er muss Sinnhaftigkeit haben. Und wenn er Sinn hat im Leben, dann haltet er fast alles aus. Dann ist es fast nicht möglich, einen Menschen klein zu kriegen, kaputt zu machen. Und das hat er beobachtet im Konzentrationslager. Er hat die Leute beobachtet dort, warum sterben die Leute oder warum tauscht er jetzt plötzlich sein Essen gegen Zigaretten. Und dann hat er gewusst, jetzt ist es vorbei. Er hat den Sinn aufgegeben. Und er hat Sinn gehabt und hat das Ganze überlebt. Das heißt dann so viel, der Mensch ist in erster Linie auf der Suche nach Sinn, selbst unter extremsten Bedingungen. Oder im Volksmund kennen wir das alle, was dich nicht umbringt, das macht dich stärker. Sobald du Sinn im Leben hast, stimmt das natürlich. Und für uns, wo wir in der Bibel lesen und dort ein bisschen uns auskennen und so, merken wir, das ist gar nicht neu. Das hat gar nicht der Frankl allein erfunden. Er hat natürlich super gute Bücher geschrieben und die Welt ist da drin hineingekommen. Aber in der Bibel finden wir ganz viele Beispiele genau von dem, dass Menschen tiefes Leid, oder? Wir haben es da schön gesungen mit bewegtem Hintergrund, oder? Er ist immer da, in jedem Tal ist er bei uns. Psalm 23 geht auch in die Richtung. Und das ist eigentlich gar nicht unbedingt nur er, der das erfunden hat, sondern wir finden das immer wieder. Und zwar auch im Philipperbrief. Der Philipperbrief, der ist geschrieben worden von Paulus. Der kennen vielleicht die einen so vom Hören sagen her, ja gut, das ist ein guter Mann gewesen, und der hat das geschrieben. Und wenn man den Philipperbrief liest, dann merkt man plötzlich, da geht es um Freude. Da geht es um Ermutigung. Da geht es um, hey, les, mit Jesus unterwegs sein. So eine gute Sache. Hey, Christ sein, das Beste, was passieren kann. Hey, ihr Gemeinde, geht weiter auf dem Weg. Das ist so gut, oder? Und der ist etwa 62 nach Christus geschrieben worden und der Paulus hat den Brief geschrieben, wo er auf den Malediven war, hat eine kurze Auszeit genommen und weil es ihm so gut gegangen ist dort, hat er dann eigentlich gedacht, hey, jetzt schreibe ich einen ermutigenden Brief dorthin. Also das war ein Witz. Er war im Gefängnis in Rom, ist verfolgt worden, weil er Christ ist, weil er das Evangelium verkündet hat und ist völlig drunter gekommen dort. Schwierigste Umstände in römischer Gefangenschaft und er schreibt genau so einen Brief. Und darum der Titel von dieser Serie, von dieser Zweierserie, ist eigentlich Freude und Zuversicht trotz Not. Freude trotz Not. Oder? Wir haben gesungen, Joy, 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 das ist super. Wirklich, und ist ja so. Aber in grösster und tiefster Not zu wissen, dass Jesus Christus bei dir ist, dass der Gott da ist und dich begleitet, Schritt für Schritt und dich durchtreibt, das ist genau das, was der Paulus da im Philipperbrief bringt. Und im Kapitel 4 sagt er, freut euch im Herrn, also in Gott, alle Zeit.
Also freut euch immer in Gott, egal ob der Chef gut ist oder schlecht, oder ob die Mitarbeiter doof sind, ob deine Kinder schreien, ob sie alle krank sind daheim. Einfach immer Freude, Freude, Freude. Und das ist ja immer ein bisschen... Könnte ja ein bisschen zu viel sein, oder? Ich meine, Aber das geht dann wieder zurück auf den Frankl, der sagt, wenn du Sinn hast, dann haltest du es aus. Und den Sinn hat eben der Paulus gehabt, einen tiefen Sinn im Glauben drin und hat das so können aushalten. Und hat eigentlich aus schlimmster Zeiten hat er den anderen Mut gemacht, ihren Weg zu gehen, wo in Freiheit sind. Und das ist eigentlich der Hauptinhalt von dem Philipperbrief. So das Unfassbare, dass jemand inhaftiert ist in Rom. Schwierigste Lebensumstände. Also er beschreibt das auch ein Stück weit in diesem Brief hinein. Er weiß nicht, wird ich freigelassen oder wird ich morgen hingerichtet. Es könnte jederzeit vorbei sein. Das weiß er nicht. Und aus dem heraus schreibt er so einen fröhlichen Brief: Hey, freut euch alle Zeit in Gott. Und das ist so ein erstaunlicher Ton auch, wenn wir das lesen, oder ihr habt es ja gelesen, von der Dankbarkeit. Der ist noch zufrieden und dankbar in dem schwierigen Umständen, in diesen... Und wisst ihr, er schreibt da, die einen wissen es gelesen, er schreibt dort, ja, soll ich jetzt sterben? Ist es echt besser zum Sterben oder soll ich doch leben? Ich weiß es gar nicht. Was ist denn besser? Man merkt den Kampf in seinem Herz, die Ungewissheit, ob er das überhaupt wird überleben, wie es da weitergeht. Und die ganzen Umstände sieht er nicht als Niederlage. Wenn man so ein bisschen die Apostelgeschichte zum Beispiel liest, wo man seine Reisen und so weiter sieht, könnte man sagen, jetzt ist er am Ende, oder? Jetzt haben sie ihn endlich. Jetzt haben sie ihn festgesetzt, irgendwie Kugeln am Bein, er kann nichts mehr machen, er ist im Knast und er weiß nicht und wird dort sterben, oder? Alle finden, denken, freuen sich, oder? Aber er sieht das nicht als Niederlage, sondern er denkt, hey, das ist eine Möglichkeit, um auch im Gefängnis den Menschen, die um mich herum sind, ob sie mich bewachen, ob sie mich verurteilen, ob sie mich verteidigen, ob sie mit mir gefangen sind, ich erzähle denen das Evangelium. Und das schreibt er auch im Philipperbrief, oder? Das ist so gut, ich bin da im Knast und jeder weiß es im Fall. Ich habe es allen erzählt, oder? Ich bin da wegen Jesus Christus, weil er da ist als Sohn Gottes und er ist der Sohn vom Vater, der alle Menschen liebt. Und ich erzähle es jedem mit dem Gefängnis, du bist geliebt, egal ob du da hockst und ein Verbrecher bist. Gott hat dich gern, er will mit dir einen Weg gehen. Und das ist das Evangelium, das er erzählt, die frohmachende Botschaft, die Hoffnung, die er da drin hineinbringt. Und das macht er trotz diesen Umständen. Trotzdem, dass er völlig verzweifelt ist, hey, soll ich jetzt leben oder stirb ich bald? Und das merkt man, das ist der Sinn. Er hat nicht die Logotherapie erfunden, aber es bestätigt es einfach viel früher schon, als der Viktor Frankl das aufgeschrieben hat. Menschen mit Sinn, mit Glauben, mit tiefer Verbindung zu Gott, die gehen durch viel Strengeres durch als Leute, die das nicht haben. Und dann hat es mich beim Philipperbrief, oder? Man könnte jetzt da eine theologische Auslegung machen, aber für das ist ja der Joni zuständig. Er ist ja der Theologe, der Pastor. Ich bin der Sozi. Ich habe mit Menschen. Was macht denn Menschen mit dem, oder? Und dann bin ich dem auf die Spur gegangen. Was zeichnet denn der Paulus eigentlich aus? Was ist es denn, dass er das kann? Ich kann es jetzt sagen, oder? Er hat Sinn im Leben. Punkt, Predigt, fertig, gut. Oder? Aber ich will noch ein Stück tiefer gehen und sagen, was zeichnet denn der Paulus aus? Wie kommt er denn zu dem Sinn? Und wie lebt er den Sinn aus? Oder? Und der Paulus, ich weiß, er ist ein gebildeter Mann, aber er ist auch ganz ein normaler Mann. Ja, okay, er hat fast 2/3 vom Neuen Testament geschrieben. Stimmt das, Joni, gell? Etwa so. Ja. Ja, immer ihm fragen, wenn er eine Frage hat. Einfach wirklich, er weiß die Sachen alle. Und dort, aber fast alle, oder? Also, come on. Er hat sicher zu jedem eine Meinung. Ich habe genug lang mit ihm diskutiert im Büro amix, genau. Oder? Und es muss irgendetwas mit dem Paulus, egal wie schlau er ist oder so, es muss etwas mit dem passiert sein. Wenn nämlich einer schreibt, Christus ist mein Leben und Sterben ist ein Gewinn, dann muss irgendetwas ihm passiert sein. Das muss eine Veränderung in seinem Herz gegeben haben. Weil der Durchschnittsmensch schaut, dass er überleben kann, hat einen Überlebungstrieb, will sich selber verwirklichen, also wir in der Schweiz auf jeden Fall, so ganz oben auf dieser Pyramide. Und klar, er bringt es natürlich so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, poetisch auf den Punkt.
Das, was ich sagen will. Jesus, mein Leben, Sterben, mein Gewinn, steht im Philipper 1,21. Und er ist ein guter Schreiber und das ist er auch gewesen, er hat ja viel geschrieben. Aber wenn denn einer das auch noch lebt, was er schreibt, sind das zwei Paar Schuhe. Wenn du in mein Herz hineinschauen kannst oder ins Leben hineinschauen kannst, und das können wir mit all diesen Briefen, die er geschrieben hat, dann merkst du, wow, da ist wirklich etwas rum, da ist ein Felsen rum, wo er draufsteht. Und ich würde behaupten, es ist ihm eben definitiv etwas passiert. Es ist ihm Gott passiert. Es ist die Zusammenarbeit, die er hat mit Gott. Und ich werde euch das kurz aufzeichnen. Da haben wir Gott und da haben wir den Paulus. Und es ist eine Zusammenarbeit. Tada! Es ist eine Zusammenarbeit zwischen dem dreieinigen Gott und dem Paulus. Und dort drin spielt sich das alles ab. Es macht sich eigentlich... Nein, ich nehme es ein bisschen näher zu mir, sonst muss ich immer so... Es zeigt sich da, dass es Zusammenspiel ist. Ich würde sogar von einem Winning-Team reden. Dass der Paulus in dieser Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist die ganze Kraft von Gott kann beziehen kann. Also es geht ein bisschen um das, dass der Paulus sagt, weißt du was, wenn Jesus mein Leben ist, oder, dann richtet er sich absolut, kümmert er sich um Jesus. Jeder Mitgefangene hat es gehört, jeder, der ihn verurteilen will, hat es gehört. Und gleichzeitig steht Gott zu seinem Wort und sagt, jawohl. Also wenn du dich um mich kümmerst, dann kümmere ich mich um dich. Und jetzt wird das ziemlich schnell missverstanden, dass wenn Gott sich um mich kümmert, oder, dann kann ich mir bald einen Ferrari kaufen, dann kann ich im Lotto gewinnen, dann geht es mir gut und meine Bitcoins gehen durch die Decke und so weiter. Nicht nur, sagen wir mal so, weil das ist auch möglich, ich will es nicht ausschliessen. Aber der Punkt, der da runterfliesst, ist Sinn. Das ist das, was von Gott zum Paulus fliegt und das, was er gibt, ist Gemeinschaft. Also der Paulus sucht Gemeinschaft mit Jesus, er folgt ihm nach, er nimmt immer das Wichtigste und fragt immer, hey Jesus, was willst du? Wie hast du gelebt? Was kann ich da machen? Und was oben runterkommt, ist der Sinn fürs Leben, wo er wie ausgeschüttet bekommt. Und das ist eben ein wirkliches Winning-Team, wenn man so den Kreislauf hat und da unterwegs ist. Und dann merkt man das. Wir können ja in Paulus sein Leben hineinschauen. In all diesen Briefen, die er im Neuen Testament leben, natürlich auch im Philipperbrief. Oder müsst ihr euch vorstellen, der sitzt unschuldig im Knast. Sieht das als Chance. Er ist in völliger Not. Und ist dankbar. Er hat keine Gewissheit über Überleben oder nicht. Und er sagt, easy. Der Tod ist keine Niederlage, sondern ein Gewinn, weil ich dann bei Jesus bin. Und das ist etwas, wo der Paulus ein Fels hat. Und es liegt irgendwo in dem Kreislauf drin. Und dann kommen da noch die Nächsten dazu. Das sind Philipper. Der Brief ist ja ab Philipper geschrieben von Paulus. Und dann sagt er noch, er ermutigt die noch. Also könnt ihr euch vorstellen, der Sinn kommt zum Paulus, geht durch den Paulus durch, wenn man so will, oder? Und nachher geht es weiter zum Nächsten, zu den Philipper. Und das ist wahrlich ein Winning-Team vom Heiligen Geist und dem Paulus zusammen. Und dann schreibt er denen, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Und jetzt kommt der Punkt. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er es nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Also wir haben einen Jesus, der auf dieser Erde gelebt hat. Und das ist Gottes Sohn, der hätte alles machen können. Und er wird auch gefragt und so, ja, und er sagt, du, das ist für mich kein Problem. Ich könnte jederzeit eine Legion Engel kommen lassen und die würden mich beschützen. Aber das ist gar nicht mein Auftrag, das mache ich nicht. Ich will es sein lassen, ich will als Mensch leben.
Und genau so hat Jesus alles aufgegeben, um dich zu retten, um dir deine Liebe zu zeigen. Und genau so gibt der Paulus sich auf und kümmert sich um Jesus. Und der Heilige Geist kümmert sich um den Paulus. Es ist quasi ein bisschen in diese Richtung. Der Paulus ist das Gefäß und der Heilige Geist ist der Inhalt. Ist der führt und wo Sinn gibt und mit ihm den Weg geht. Sie sind, und wenn es darum geht, so sein wie Jesus, dann geht es nicht unbedingt um die guten Taten. Aus eigener Kraft etwas zu produzieren und ja, ich muss jetzt da lieb sein und das und dies, sondern wenn der Paulus sagt, hey, sind wie Jesus, dann geht es um die Verbindung, wo Jesus zum Vater hatte. Und aus dieser Verbindung da, aus dieser Gemeinschaft fließt nachher alles andere. Nach dem, wo wir immer gern streben würden. Da kommt der Sinn, wo alles durchträgt. Da kommt die Ermutigung, trotz Leid, trotz Not. Das ist in diesem Bereich hinein. Einfach, dass ihr das so vor Augen habt. Manchmal liest man die Briefe und man tut den Paulus dann so hochstilisieren, was der alles gemacht hat, wie gut es denn der Krieg gekriegt hat. Und dann probiere ich mich abzumühen und sage, ich will das genau gleich machen mit meinen Nachbarn und mit meinen Menschen, die ich rundherum habe. Und vergisst eigentlich, dass der Paulus ein Winning-Team hat mit dem Heiligen Geist zusammen, dass er die Gemeinschaft gesucht hat, so wie Jesus das auch gemacht hat. Die Gemeinschaft mit dem Vater. Und Jesus sagt nicht umsonst, hey, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Das ist eine absolute Gemeinschaft gewesen, und um das geht es genau da in dem hinein. Und das hat der Paulus eben Jesus abgeschaut und nachgemacht und hat nachher der Philipper gesagt, ja, macht es mir gleich, oder? Geht auch in diese Richtung. Und dann ist es auch da wieder so gegangen. Und das ist ein Brief, der nicht nur für den Philipper gilt, sondern für dich und für mich auch. Es ist eine Einladung eigentlich, dort hinzukommen, dass wir Sachen auf Jesus ausgerichtet sind und in die Gemeinschaft mit ihm gehen. Und da kommen wir zu dem Punkt, das ist der Geist Gottes, der den Unterschied macht. Oder? Und der Geist Gottes ist halt nicht jemand, der im Lärmen drin ist, sondern vielleicht eben eher etwas, das im Ruhigen da ist. Etwas, wo man sich darauf ausrichten kann, wo man sagt, ja gut, der Unterschied ist die Stille. Und ich weiss noch, als ich aufgewachsen bin, hat es immer gesagt, hast du deine Stillzeit schon gemacht? Oder? Und dann habe ich schon ein Stück weit ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich dachte, ja, nicht, nein, okay, ja. Und darum will ich das Wort Stille vielleicht auch austauschen, oder? Die Gemeinschaft mit dem Vater, mit Jesus und mit dem Heiligen Geist ist vielleicht auch ein Stück weit Meditation, wo ich mich konzentriere auf Gott. Ist vielleicht eine Kontemplation, würde man dem vielleicht sagen. Oder einfach ein nicht abgelenkt sein. Durch was auch immer im Alltag mich ablenkt. Es Konzentrieren auf Gott oder es im Gebet sein, ausgerichtet sein auf den Geist Gottes. Es geht ein bisschen in diese Richtung. Und dort passiert dann auch der Unterschied. Und dann sehen wir beispielhaft Auswirkungen im Philipperbrief, was dann der Geist Gottes alles macht. Oder? Und das Coole, das stehen wir auch im Philipperbrief. Der Paulus weist alles, was wir ihn so groß machen, sagt, hey, 2/3 vom Neuen Testament geschrieben und so, oder? Weist er von sich ab, weil er sagt, und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt den Willen und die Kraft, auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Also dort lässt er ein bisschen durchblicken, oder, was da passiert. Da kommt der Wille und da kommt auch Kraft. Oder das Wille, Wille, Kraft, Sinn. Das ist das, was durch den Heiligen Geist in Paulus hineingeflossen ist. Und das ist das, was dann den grossen Unterschied macht. Und jetzt will ich auf dem eine Linie ziehen. Und zwar da durch. Das da ist sichtbar und das da ist unsichtbar. Ich sehe das verborgene Leben von Paulus nicht. Er beschreibt es ein Stück weit in seinen Briefen, lässt also so ein Fenster auf, wo man das sieht. Und das ist sichtbar, oder? Er schreibt viel in der Bibel, er ist freut, obwohl er in Not ist und alles Mögliche. Und ermutigt uns noch, obwohl es ihm schlecht geht. Das ist das, was man sieht, im Sichtbaren. Und das ist das, was im Unsichtbaren passiert, in deinem Herz oder in deiner Seele oder in deinem Geist. Das ist so ein bisschen eine Sache, wo genau, oder?
Und das ist das, was ich euch mitnehmen will, oder? Dass wir können sagen, hey, wir gehen in ein verborgenes Leben mit Gott. Weil dort drin sprudelt nämlich die Quelle vom Leben, könnte man so sagen, oder? Und ich nehme an, dass wenn ich diese Sachen, oder, wir wollen doch den Willen zum Leben haben, wir wollen Kraft bekommen, wir wollen Sinn bekommen. Das ist etwas, was sich jeder Mensch auch ein Stück weit wünscht. Und das ist wie soll ich sagen, nicht ein 5-Punkte-Plan, zu dem komme ich dann noch. Aber ja, das ist eine Art und Weise, man kann sagen, hey, schaut, das ist die Möglichkeit, so kann man es machen. Weil der Philipperbrief ist eine mega steile Vorlage für einen Prediger, um jedem ein schlechtes Gewissen zu machen. Weil er sagt, Jesus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn, oder? Und meine nächste Frage wäre dann, so, für was lebst du? Aha, für dein Auto. Ah, für dein Haus. Ah, für die Karriere. Dass du der Coolste bist. Was? Wisst ihr? Und das ist nicht der Punkt vom christlichen Glauben. Streicht das. Das ist nicht der Punkt vom Philipperbrief. Der Punkt vom Philipperbrief ist das verborgene Leben, wo der Paulus probiert auf alle Art und Weise, uns, oder die Philipper, auch uns in dem Sinn, zu ermutigen, in das verborgene Leben zu investieren. In etwas investieren, wo so scheinbar, ja, Stille, okay, oder? Aber dort liegt so viel verborgen. Und ich habe lange auch nach dem gelebt und das gehört, predigt bekommen. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Und wenn wir mit unseren Sorgen in die Gemeinschaft eintreten und in die Verbindung mit Gott, dann kommt da dann wieder Ruhe. Und das wünschen wir uns in einer Zeit, wo wir so abgelenkt sind. Und das gute Leben kommt aus dem raus. Und nicht dass ich euch ein schlechtes Gewissen mache. Das ist natürlich cool, oder? Wenn ich so ein bisschen geiseln da oben, aber lassen wir das, oder? Und ich habe gesagt, ablenken. Ich habe ein Beispiel. Ich tue ja Bogenschiessen. Und ich bin doch jetzt schon an einigen Turnieren und ich habe gemerkt, beim Bogenschiessen, das ist so kulturell total unterschiedlich. Also die Österreicher, habe ich auch schon Turnier geschossen, die schiessen ganz anders als die Schweizer und die Deutschen sowieso. Und jeder hat das Gefühl, er sei der Beste. Das ist überall ein bisschen das Gleiche, oder? Und dann bin ich schauen und jetzt habe ich ein Land gefunden, das heißt Bhutan. Das ist so neben Nepal und irgendwie 2/3 so groß wie die Schweiz. Und die schiessen auch Bogen. Auf 140 Meter. Also mein Bogen kommt schon so weit, aber ich würde nie mehr etwas treffen, oder? Aber die schiessen auf 140 Meter. Und ich kann euch sagen, du musst recht ausziehen und du kannst nicht aufs Ziel heben, oder? Sondern du musst drüber heben. Irgendwie so, das könnte jetzt jemand hinkommen und dann lässt du los. Oder? Der Clou ist, wenn ich an diesem Turnier mitmache, kann ich euch alle mitnehmen und ihr dürft meine Gegner ablenken. Ich habe ein kleines, kurzes Film gesehen, oder? Das ist dann so, dass einer da steht, so und rundum, du schaffst es eh nicht, also, sie müssen ein bisschen Abstand haben, du darfst nicht gerade schütteln und so, oder? Aber so in diesem Stil tun die Bogen schiessen und sie treffen auch nichts, oder? Also so rundum und der dann irgendwie am nächsten ist, hat gleich dann gewonnen. Aber die sind so abgelenkt, oder? Du kannst nicht schiessen. Ich merke es schon, wenn ich auf 30 Meter schiessen muss und die machen hinwärts oder schwätzen ein bisschen, dann geht das halt nicht. Und das ist so eine Ablenkung. Aber eigentlich sind die fokussiert auf ein Ziel. Und der Paulus, der lädt uns eigentlich ein, den Fokus auf das zu haben, oder? Auf die Gemeinschaft zu haben. Und die Gesellschaft rundum, um dich herum, probiert dich abzulenken. Nimm das Handy, come on, los, ist doch nicht so wichtig. Hey, wichtig ist, dass es heute eine schöne Ferien geniessen ist und das und dies und hey, das Wochenende, dann musst du da hin und dort hin und das noch gesehen haben. Wow, go, go, oder? Und dann merkst du, ja, das finde ich eigentlich auch noch cool, das sind alles schöne Sachen. Ja, die Welt ist schön, ja, komm, wir gehen baden, es ist auch heiß und bist abgelenkt. Und dann kommst du am Abend heim und denkst, hey, ich habe das verborgene Leben mit Gott gar nicht gepflegt. Aber die Früchte hätten wir dann eben gleich gern. Und dann ein zweites Beispiel, das vielleicht ein bisschen näher ist, aus dem Suchtbereich, wo ich arbeite. Wenn jemand seine Alkoholsucht, ich sage jetzt, hinter sich gelassen hat, oder, und nicht mehr trinkt.
Weil er kann das nicht mehr, weil er die Kontrolle nicht hat. Er kann nur nicht wenig trinken wie wir. Und in einer Gesellschaft muss sich zurechtfinden, wo alle trinken. Ich sage jetzt, wir alle trinken kontrolliert Alkohol, oder? So ein bisschen, wir wissen, wenn wir aufhören oder vielleicht auch nicht. Und manchmal bewusst ein bisschen drüber und dann ist es so ein bisschen sumselig und so, oder? Und wenn jetzt jemand kommt, der aber zum Ziel hat, kein Alkohol zu trinken und der ist mit dir an einem Fest, und was machen wir dann? Was, du trinkst nichts? Also nur zum Anstoßen. Komm, ein Glas, hey, easy, das ist doch nichts und come on und so, oder? Wie stark muss so eine Person sein? Wenn sie irgendwann ein Fest eingeladen ist und dort sitzt und sagt, nein, ich trinke keinen Alkohol. Ja, aber komm jetzt, nur ein Glas. Das geht genau nicht, oder? Und genau die ganze Gesellschaft, inklusive mir als Kirche, würden sie verwirren auf ihrem Weg zum Ziel. Weil sie nicht mehr kann, einfach nur ein Glas trinken. Und darum, einfach so ein bisschen als Randbemerkung, sind ein bisschen gnädig, wenn jemand sagt, hey, ich trinke nichts. Dann machst du keinen Spruch, dann schluckst du einfach ab und sagst, hey, gute Sache, finde ich gut. Und das ist genau so ein bisschen ein Bild, oder? Und wir Christen, der Paulus, der nimmt uns mit auf den Weg und sagt, hey, mach den Fokus da drauf. Und wir leben in einer Gesellschaft, die dich immer ablenkt. Wo ständig sagt, hey, was jetzt? Ruhe, komm doch mit, wir gehen jetzt da, wir haben dort noch etwas. Und was ist jetzt? Und Kollegen, die da dich mitnehmen und wir sind abgelenkt. Ich will jetzt nicht sagen, das Handy, oder? Das machen alle, aber ja, es ist so, oder? Und wir sind abgelenkt von dem Ziel. Und dann kommen wir nie in das hinein. Oder nur so bruchstückhaftweise. Und darum ist eigentlich mein letzter Punkt: Lass los und mach dich auf. Meine Schlussfolgerung vom Philipperbrief, wenn ich den so zusammenfasse, die ersten 2 Kapitel, dann heisst der: Lass Sachen los, die unwichtig sind in deinem Leben. Und da meine ich nicht nur Minimalismus, also weniger Besitz zu haben. Wobei, viel Besitz beschäftigt uns ja auch. Wir haben ja das super Sprichwort, eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Oder? Dann musst du doppelt Winterpneu holen, wenn du 4 Autos hast und so weiter und so fort. Oder? Aber wir brauchen natürlich Sachen im Leben, das ist ja normal. Es ist so wie das beides, oder? Aber wir sollen doch unser Herz daran hängen, an das, was wichtig ist im Leben. Und nicht an das, was uns Sorgen bereitet und uns ablenkt. Und dann gibt es aber auch noch das Innere. Oder? Ich will nicht nur vom Materiellen reden. Wir haben ja auch so Sätze von der Überzeugung. Ich muss einen guten Eindruck machen. Zum Beispiel, was denken denn die anderen? Und dann bin ich besorgt mit dem. Oder denke ich, oh, ich muss schön sein. Oder? Dann machst du dir Sorgen und hängst dein Herz an das Schönsein. Und denke, was könnte ich jetzt noch essen, damit ich noch ein bisschen mehr so und welche Übungen gibt es noch und so. Oder dann heisst es andere, ja, ich muss das Leben auskosten. Man lebt ja nur einmal. Oder ich bin wichtig durch Besitz. Soll ich jetzt ein Elektroauto kaufen oder einen 6-Zylinder-Diesel? Was ist echt jetzt da? Dann habe ich etwas, dann bin ich jemand, oder? Oder das Perfektsein. Ich lasse keine Fehler zu, weil ich habe ja alles im Griff. Und das sind auch Sachen, die uns total ablenken, wo die Welt, das sind wie dem Bogenturnier, das sind die Leute, die rundherum sagen, hey, du musst gelten für andere und es ist wichtig, was wir davon denken, das ist überhaupt nicht wichtig, was andere von dir denken. Die meisten denken ja sowieso nur, was denken echt die anderen von mir, oder? Die denken gar nicht an dich. Und so hat die Welt es geschafft, sage ich jetzt einmal so, uns vom Wesentlichen abzulenken und wir probieren der Welt noch zu gefallen. Versteht ihr? Was ist das für ein Paradox? Und darum sollen wir uns aufs Minimum reduzieren vom Besitz, das, was man braucht und richtig ist und gut ist. Das kannst du alles selber entscheiden. Ich sage dir nicht wie. Aber vielleicht auch die inneren Sätze loslassen. Es spielt im Fall keine Rolle, ob ich jetzt der Stärkste bin. Ich kann locker einen Fehler zugeben. Weil ich bin in dieser Verbindung mit Gott und ich habe ja die Vergebung durch Gott. Also dann ist meine Einladung, lass los. Lass los. Und komm zur Ruhe. Und dann merken wir, das ist ein geistlicher Kampf. Das hat nicht nur mit, ich verkaufe mein Auto zu tun zum Beispiel, sondern das ist etwas, was innen dran ist.
wo im Kopf drin ist, wo so Sätze sind, wo uns aufgesetzt werden von unserer Gesellschaft, wo wir drin sein. Und ich lade euch ein, aus diesem Hamsterrad Stück für Stück auszusteigen und nach einem tieferen Sinn zu suchen, nach dem Sinn, wo der Paulus auch hatte. Und der zweite Teil, mach dich auf. Und jetzt kommt es nochmal richtig krass, etwas ein bisschen auch radikal für unsere Zeit da. Das schreibt der Paulus nämlich auch im Kapitel 3. Entschuldigung, ich habe ein bisschen vorgegriffen. In Kapitel 3 steht das, oder? Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Das ist das, was zählt. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ich will ihn besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch sein Leid möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben. Das ist hühnerkrass in der heutigen Zeit. Gib dein Leben auf für Gott. Und der Paulus hat aber in seinem Leben gemerkt, was da alles für Sinnhaftigkeit in sein Leben hineinkommt. Und ich habe da im Vers 9 rausgepickt, ich will immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Das ist das, was wir jetzt nehmen für uns heute. Wir machen ja so Mikroziele und Mikroschritte, oder? Ich will ihn immer besser kennenlernen. Ich lasse mich ein bisschen besser auf die Gemeinschaft ein. Ich gehe ein bisschen besser in meinem Unsichtbaren mit Gott um. Und ich kann euch sagen, wenn wir uns auf diesen Weg begeben, dann werden wir die Früchte vom Heiligen Geist haben. Wir werden Freude, Geduld, Hoffnung haben, obwohl wir Leid nebendran haben. Die Kinder alle schreien, die ganze Familie irgendwie krank ist im Bett oder so. Oder wir werden Stärke, Klarheit haben, trotz einer verwirrten Welt, wo eigentlich gar nicht mehr weiss, wo es durchgeht. Oder wir werden Anerkennung, Wertschätzung und Annahme haben, trotz Verfolgung und Hass. Und es wird gelebte Demut, Selbstkontrolle und Nächstenliebe, alles aus dieser Verbindung mit Jesus rauskommen. Das schreibt die Bibel an anderen Orten davon. Und ich glaube fast, wenn ihr mir bis jetzt gefolgt sind, würdet ihr nicken und sagen, das ist das, was jeder will da rein. Das ist doch das, was jeder sucht da rein. Das ist das, was die Welt sucht. Jeder Mensch sucht. Und da finden wir es. Ich habe jetzt einen 5-Punkte-Plan, habe ich ja gesagt. Erstens, loslassen. Zweitens, Zeit freischaufeln. Für Stille. Zeit mit Gott, Natur. Einfach den Puls abnehmen oder eine Pause zu machen. Entspannung, Gebet. So auf die Meta-Ebene kommen und sagen, hey, wie funktioniert mein Leben? Wo renne ich eigentlich genau nach? Nicht mehr so drin sein im Hamsterrad, oder? Und dann vielleicht eine Atemübung ist auch etwas, wo ich finde, das holt so gut da oben runter, in die Gemeinschaft hinein. Und natürlich kann man eine Meditation machen, um sich einfach zu lehren. Das ist nicht das, was ich meine. Ich meine, wenn wir dann leer sind, dann kommt dann der Gott drin hinein. Ausgerichtet sein, das wäre dann die Kontemplation. Ausgerichtet auf Gott, er schaut mich an, ich schaue ihn an. Keine Leistung, einfach nur wissen, du bist geliebt, angenommen und wertvoll und gewollt. Und dann der dritte Punkt, und übrigens, ja, du kannst das. Alles, was jetzt gerade im Kopf ist, das kann ich nicht, weil ich habe ja dort Termine und so. Nein, du kannst es. Du kannst das. Und dann der dritte Punkt ist, warten, was passiert. Ich kann dir nicht sagen, was in deinem Leben passiert. Ich weiß, dass in meinem Leben etwas passiert ist. Dass es genau das ist, Stück weit, Stückchenweise. Oder? Und dann, wenn du etwas gefunden hast, zum Beispiel in der Natur oder in einer Meditation oder, dann mach das wieder, wenn es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, machst du etwas anderes, probierst etwas anderes aus. Ich kann es ja nicht genau sagen, wie es dann läuft, weil du bist ja so einzigartig und so einfach nur du, dass Gott auch nur dir so begegnet. Wenn er dir will begegnen. Aber das Aufmachen, in die Gemeinschaft hineingehen, das unsichtbare Leben pflegen, in das Teamwork mit dem Heiligen Geist müssen wir uns darauf hineingehen. Aber was dann genau passiert, eben kann ich gar nicht sagen. Darum sind es nur 4 Punkte, nicht 5. Oder? Es ist ein Kampf, sich Zeit freizuschaufeln, sich dort drin hineinzubegeben, vielleicht Sachen loszulassen.
Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, der Gewinn übertrifft bei weitem den Einsatz, den du machst. Ich sage euch, wenn ich in meinem Büro sitze, also daheim im Büro, und auf Gott ausgerichtet bin, und wenn ich spüre, dass ich geliebt bin, angenommen bin und gewollt bin, das Gegenteil von dem, was mein Papi ihm oft gesagt hat, dann ist das wow. Und das wünsche ich jedem. Und der Paulus hat es in seinem Brief ein Stück weit angetönt, wie es geht. Und auch gerade jetzt ist in meinem Leben auch, an verschiedenen Orten ist es ein Sturm, wo ich nicht weiss, wie, was, wo. Und ich könnte locker in den Sturm hineintreten und es würde mich umwirbeln und ich könnte das noch. Und genau dann merkst du es, dass du in der Ruhe agieren kannst. Und dass Gott eben einen Plan hat und auf ihn zu vertrauen. Und dann fühle ich mich ganz bisschen wie so ein Paulus, der im Knast hockt und nicht weiss, wir haben das schon gehabt. Und ich bin wirklich kein Meister in dem. Meine Frau kann neue Geschichten erzählen. Da tue ich Netflix abstellen, oder? Und da tue ich Apple TV wieder bestellen. Versteht ihr? Ich kann mich super gut ablenken. Und ich bin kein Meister in dem. Aber das bisschen, das ich auf den Boden bringe, das bringt mir so viel Gewinn in meinem Leben. Darum, ich möchte euch ermutigen, lasst los und macht euch auf in die Gemeinschaft mit Jesus Christus hinein. Und verliert keine Zeit. Von heute Nachmittag an. Und ich will noch beten zum Schluss. Jetzt. Jesus Christus, ich danke dir, dass du. Das ist ja das Coole, du schenkst ja aus Willen uns vollbringen. Und wir haben unseren Willen auch ein Stück weit, wo wir sagen, wir möchten uns ausstrecken nach dir. Wir möchten eintauchen in die Stille, in die Ruhe, in die Geborgenheit bei dir zu sein. Dass wir die Stürme vom Leben können überstehen. Und zwar aufrichtig. Ich danke dir, Jesus, dass du durch deinen Geist jedem von uns etwas zuteilst heute Morgen. Eine Idee gibst, wo er da den ersten Schritt machen könnte. Und ich danke dir, dass die Menschen, die die Schritte machen, du bestätigst auf ihrem Weg, wo sie dran sind. Und ich danke dir, dass in dem Verborgenen ihnen so viel liegt. Unsere ganze Erlösung ist im Verborgenen, unser ganzer Glauben ist im Verborgenen. Und das ist so eine Herausforderung für uns und gleichzeitig auch so gut, dass wir uns da drin begeben können. Und ich danke, dass du uns auch da drin begleitest. Amen.